Hallo, hallo. Welkom hier naar deze livestream. Ik geloof we zijn nu live. Dit weer eerst maar de Ekran channel. En nu ga ik den omgenaamd naar Eduard Giesbrecht. En ik wil waar aanvangen met de hier video's te maken. Mal zijn wat het hier wieder geht. Mal zijn is het schafft. Zijn nu nog niet mensen hier binnen. Een klein beetje wachten hier. Diesen Link einmal wieder checken. Die zijn nog eens mensen hier. Bijna, je kan ook wel eens hi zijn wanneer je hier erbij bent. Zo. Ik wil deze link dus eenmaal wieder checken. Een beetje wat niet voor mij, dit hier te doen. Als je al meer bijna, je kan wel eens hallo zeggen. Ik weet niet krijg hoe jullie commentari's opkomen worden. Maar nu ga ik den link wieder checken. Ja, er komen meer mensen aan. Je zijn geloof ik op den titel am wat dat hier gaat. Dat gaat hier am de 21. August. En ik wil voet van te erklären wat dat hier gaat. So, wir fangen mal, es wird an. Schön. So, welkom naar deze livestream. Mijn naam is Eduard Giesbrecht, voor die wat mij niet kennen. Ik zie voor een paar jaar sehr viel im YouTube gewas, aber nu zie ik de laatste paar jaar niet ganz so viel gewas. Aber ik wil deze kanaal weer uitnutzen, zodat ik den bruggen kan voor zaken als dit, dat ik kan met personen met jullie reden, dat het mij schijn. Ik heb vrede aan dat. En nu ga ik een sehr ganz besondere Angelegenheit, wenn wat ik hier zie. Voor een paar jaar dan hadden we, ik woon hier in Bolivien, mijn vriend en ik, we hebben 3 kinderen. En hier in Bolivien is al meerdere jaren, aber besonders het laatste jaar en besonders de laatste paar maanden, is het ziemlich schwer hier im Land, wegen de gasolina. Hier zijn gasolina is gas, wordt van andere landen schicken, nafta, in Paraguay. Dat is hier sehr schwer, wenn de gas, gasolina. Du hast nicht zu kriegen, viel mehr, aber einmal sehr lang warten und so wieder. Auch für den Diesel ist es schwer für die Ackermann nicht so, wenn die nicht genug Diesel kriegen. Und so, diese Weg, wir meine Freunde in der Stadt und wollen abfallen, haben nicht genug, um nach Hause zu kommen. Und du, wir nicht. Wir können nicht abfallen. So, wir müssen uns einen Raumweg sehen. Wir kommen nach Hause nicht so, aber dat merkt een treurig. En wie vroeg ons, wat gaan we doen? Ik heb grom zooien, er wel grom zooien, we zeggen nog wel wie niet doen, we willen beden voor ons land. Aber voets fehlt wie, meine Freunde, ich glaube, dass wir wollen nicht allein beten, sondern wir wollen mehr beten, in ihrer Gruppe beten. En voets de jou erop, wie ik met wat vrienden heb, we hadden een gebedstijd, jeder denkt zich zo, was heb je dat? Ik zie dan dat wat we gedacht hadden, en wat we gedacht hadden, en die zeiden voets, ja, weil wir het beten. En wie mögen het voets door moment bekend, we hadden ook zo sehr weit gerekend, wat er kan opkomen, wat passieren wordt. Aber da wir voets schreiben sich sehr viele Menschen an, wie mögen eine WhatsApp-Gruppe ab. En voets even nach kommen sehr viele nennen, und nu zijn er al even 500 Personen binnen. En vielleicht eins auch nicht hier, wenn es was aus Bolivien los ist, also auch viele von anderen Ländern. Aber sehr viele von uns, die in der Gruppe sind wirklich gerne zum Beten und zum Anstehen für Bolivien. Und ich freue mich sehr dafür. Ich will mich bedanken. So, wir haben uns ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, dass so viel interessiert wird, für uns Land zu beten. So, ich dachte, wo kann ich das einmal ein bisschen rater bekannt geben, dass Menschen verstehen, was wir tun, oder wenn was wir tun. Und das, was ich hier tun will. Also, wir haben uns gesagt, wir wollen von den, für die, was
nicht durch eine Gruppe sind, aber nicht weiter, ich kann noch nennen kommen, das ist nicht der Lot. Aber wir haben uns gesagt, wir wollen vom 12. März, das ist ein paar Jahre zurück, bei den 1. April, weil wir fasten und beten für Bolivien. Dat zijn 21 Tage und wir wollen eine ganz besondere Zeit nehmen mit dem Beten und Fasten für Bolivien. Wenn wir da sind, kriegen wir eine schwierige Situation sein und wenn wir glauben, dass Gebet und wenn wir als Christen taub stehen, das ändert unsere Situation. Und wir haben uns ein paar Hauptpunkte gesagt, was wir beten wollen, aber jeder Tag in der Gruppe, wo wir sind, haben wir auch noch extra Sachen, die wir dann checken. Aber unser Hauptpunkt ist, dass wir Bolivien sehen dann. Und dass wir dort sprechen dann über uns Land und dann steht dort Fläche, dass wir dort sehen. Und vielleicht fragst du dich, wo kann ich ein Land sehen, wenn du Unabhängigkeit passiert hat? Und ja, wie weiter, da passiert viel Unabhängigkeit. Aber das ist nicht, dass wir die Unabhängigkeit nur in der Stadt wollen mit sehen. Wenn wir sehen, dann bedeutet das Krieg das gerne. Ich in meinem Gebet vernichte ich oder verstehe ich dort, was du arg ist. Und ich spreche dort, was Gott für das Land denken hat, über das Land. Das will ich beten und würde ich auch beten kosten mit mir taub. So, das hat einfach ganz klar gesagt. So, wie weiter dort die Menschen haben schlechte Gedanken, schlechte Pläne über das Land, aber über auch andere Länder, nicht Bolivien, das einzige Land. Aber wenn es steht, dass ich mitgehe, dann gehe ich hin in mein Gebet und ich sage, ich spreche dort, was Gott recht hat für das Land, was Gott recht hat für die Menschen, die in der Regierung sind, aber so steht es dort. Und das andere ist, so eine Situation als das ist, wenn ein Land was schwerer durchgeht, dann kann Gott so eine Situation utnutzen, nur für weil wir beten, dass das Evangelium wiederkommen wird. Wenn ein Land ist, was schwerer durchgeht, dann schreien viele Menschen nach Halt nach Gott. Und dann sind sie am Englisch. So. Und wir beten alle top in dieser Gruppe, dass das Evangelium können wir in Bolivien wiederkommen. Und mein Verlangen, mein persönliches Verlangen ist besonders manche Mennoniten. Wir haben gesehen in den letzten Jahren, wo viele Mennoniten zu Jesus gekommen sind, wo viele Deutschen um Jesus gekommen sind. Und ich glaube, durch diese schwere Situation waren noch viel mehr Deutsche Jesus kennenlernen und ich freue mich, dass ich damit beten kann. Und als dritter Punkt ist, wir wollen beten, dass diese ganze Situation, wo wir hier durchkommen, dass Gott vom Golden brücken kann. Dat Gott in steht, dass das alles schlecht ist, dass Gott das andere kann und dass du kann Gott davon kommen. Wo kannst du mitmerken? Wo kannst du teilnehmen? Erstens, jeder einer kann beten für Bolivien, nicht so? Und ich merke die Mut zu tun. Aber Fasten, ich will die Mut merken zu fasten. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Fasten bedeutet. Ich weiß, man ganz Deutsche, weißt du, wo ich abgewachsen bin, wird nicht so sehr bekannt, da wird nicht viel von ihr redet. Fasten bedeutet einfach, wenn wir das Wort noch studieren, das bedeutet Mehl zu holen, aber nicht zu essen. Und so wie sehen dort alle in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, dass ihr fast wird. Und einmal für einen Tag, einmal für 3 Tage, für 7 Tage oder was immer. Und so du kannst, was du dann isst, ist in der Stadt von Eten, nehme ich mir Zeit im Gebet zu sein und in einer Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und dort ich sage, ich bin nicht abhängig von das Irdliche oder von das Fleischliche, sondern ich bin abhängig von Gott. Und so, das bedeutet einfach nicht zu eten für die Zeit, wo du die vernehmen lässt, und einfach zu beten. Du brauchst nicht all diese 21 Tage fasten, ich meine, du kannst es hier, aber ich weiß Menschen, die das ja, ich kenne so Menschen, die das getan haben, ich selbst noch nicht so lange. Aber du kannst die bestimmte Tage, vielleicht in jeder Weg 1 oder 2, oder du kannst irgendwann 3 Tage oder 5 Tage, was immer, oder eine Mahlzeit, was immer das ist, Zeit nehmen einfach nicht zu eten und zu fasten für Bolivien und zu beten. Und einige Menschen dann auch dann den Daniel-Fast merken, so wird den einmal genannt, das wird in Daniel-Buch steht, wo er für 21 Tage nicht nur vollständige Mahlzeit eten en allerlei reins en vruchten zo wat eten en nicht Fleisch eten en nicht Wein trinken, sagt die Bibel. So, er sind verschiedene Wege, aber Hauptsache, das ist zu beten, nicht so? Und das lohnt zu sehen. Ich selbst frage mich diese Deel, wo kann ich an das nehmen? Einfach so op, als ich hier sehe, einen Abbruch zu merken, für ein Land zu fasten. Wo
wo es, ich weet, in der deutschen Kultur ist es dann so einmal, wenn dort am Beten und Fasten und so eine Dinge geht, dann war wir sehr pleitschen, wie waren sehr still. Wollte wir uns das dann nu übernehmen? Dat, dat ik dit kon einfach zo vrij en opmerken. En ik ga in de Bijbel mijn beste raamje zeggen, ik ga deze deel een boekje lezen en ik wil dat is de grond waarom ik deze video merken doe. In de Bijbel is ganz besonders dat boek Esther gelezen. En dat boek Esther is een wunderschönes Buch. Das Buch Esther ist, wo die Juden in dem Alten Testament in eine sehr schwierige Situation ankommen. Ich will hier nicht alles sagen, aber die kommen in eine sehr schwierige Situation an. Und die Juden, dann ist der Mordechai, der merkt, dass Esther wird, den König seine Frau worden. Und das Mordechai, das ist der Onkel von dieser Esther, en dan zal op eenmaal wat de Geschichte is lang, wat ik niet vertalen kan ganz, aber am Hans, alle Juden zullen doodgemaakt. En wat Esther dan deed, als ze zegt, ik wil jullie een vers lezen, dat is Esther 5, vers 16, go du en daarop alle Juden in Susa taub, in deze stad wo ze waren, en dood 3 dagen voor mij vasten. Je zal nichts eten en nichts trinken. So hier ist das mit nichts trinken. Meest am erst fasten mit Wasser trinken, ja, aber nicht mit eten. Weil hier der ist sogar nichts trinken. Nicht über Tag und nicht der Nacht. Keine Mahlzeit den Tag. Ich in meine Deiner waren auch Kriegse fasten. Und wenn wir das getan haben, dann wo ich nein gehen kann ich, wenn das auch streng verboten ist. Wenn ich da sterbe, dann lohnt das sein. So, und wir sehen aber, dass Gott alles am Ende der dat de Juden geraad worden. En dat God viele Wunder deed en dat zij geholpen worden. So, we zien dat du hast mehrmal in de Bibel so wat je dat een oproep gemaakt wordt voor allem te vasten, voor al die hier zum Beispiel de Juden. En Daniel wird das auch so. Daniel und seine Freunde, die merken auch einen Unterschied und sie deren keine vollständige Mahlzeit eten. Aber ich kijk dann auch wieder, und auch im Neuen Testament sei wir das. Im Neuen Testament sei wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 13, Vers 2 bis 3, dort sei Fasten deiden. Du sagst, dass außer dem Herrn deinen und Fasten deiden, sehe der Heilige Geist an. Sondern mir Barnabas und Saul oft, dort dann wurde er angeraubt hat. So dat wir wollen nu nicht wieder über das reden, aber was wir hier tun, ist, dass sie aus ganze Kirche, was sie tun, taub sind, dass sie alle taub fasten deiden. Und dort wird wie, da bin ich viel echt mich frei, das Rüte raupen und zu sagen, mooi te merken, weil wir für Bolivien fasten, weil wir das uitnutzen in das Land sehen. Und dann sehen wir auch in Apostelgeschichte 9, Vers 9, wo zum Beispiel Paulus auch für 3 Jahre nicht eten, nicht trinken deed. So wir haben auch im Neuen Testament sehr viel Bibelgrund, ich habe hier nur bloß ein paar Vers abgenannt, zum Fasten. Und ich möchte die Mut merken, wenn du das noch niemals getan hast, probier das mal für einen Tag oder für eine Mahlzeit, wann eine Mahlzeit. Und ich weiß, das wird sich vielleicht ein bisschen spaßig sperren, das erste Mal. Ich weiß nicht, was die Fälle war, kann ich nicht sagen. Aber das ist noch mal gut und so wird einwandert anstoppen. Ich weiß, ich sehe einen Pastor, einen Prediger, wenn man dir sagt, das. Und vor ein paar Jahren dann höre ich mal eine Botschaft über Fasten. Und ich weiß, wo eine Gruppe Jugend, sie schlossen sich taub und sie würden dann den nächsten Weg einen Tag alle zugleich fasten. Und diese Jugendgruppe, die wird so von Gott verändert. Und das ist vielleicht sogar eine gute Idee, wenn du noch niemals gefasst hast, da die mit einem guten Freund taub schließen, wo ihr beide Kinder Gottes sind, und da ist taub. Und ihr könnt taub erleben, was Gott tun kann. Und dann habe ich noch ein anderes Ding. Wir haben diese Idee vom 12. März an, jeder Abend oder jeder Tag ab 1 oder 1x3 Städte, also jeder Tag, dat wir beten dann für Bolivien. Und dort weil wir ganz diese 21 Tage jeder Tag dann dort einfach irgendwo gebeten wird. Und dort können 2 oder 3 Menschen sein. So, als du nu in Kanada bist, als du in den States bist, ich habe sogar Menschen von Kolumbien geredet, wo immer du bist. Oder Chile, ich habe mit Deutschen von Chile geredet. Wenn du bist, mit einer Gruppe, die taubschließt und für Bolivien beten, dann mal die bei mir, bei meiner Phone-Nummer in der Gruppe. So, ich wollte hier den Link nennen, dann, dass du in die Gruppe nennen kannst, dann kostet die an mich melden. Und ich kann auch meine Nummer hier sagen. Meine Nummer ist 716 44 032. Und so, dann kostet die an mich melden. Und dann war wir dort in der Gruppe konnte ich dort
doen weil je vasten. Nee, Arabet ook beter. Dus je brukt, als je dan vasten, dan er niet, dat zijn doen. Maar wel moet hij die best in Winkler, Manitoba, ja, wo immer du bist, du halt, wo du wohnt. Und die sind eure 3 Freunde, die willen top komen voor Bolivia te beden. Dan schrijf ik dat aan en dan kunnen ook andere mensen ook doen hun komen, wo je bent en top met hun beden. Dan schrijf je dat alles door in de groep aan. So, ich merke die einfach mal. Hier in Bolivien sind nach jeder Tag Gebetsstunden was. Und ich mag auch hier in Bolivien sein. Dus du waren deze nächste Jahr wat Guarajos eine seine Montag. Du wirst erst in Chihuahua abholen, eine war so. Wo immer du hier in Bolivien bist, mal die an mich. Dat mag niet unbedingt van een Tjeuk zijn. En wel we top voor dit land beden. En wel we top dit land zien. Ik geloof dat kan veel Vrede en veel vrede brengen. En ik geloof werkelijk dat een land kan geändert worden, wanneer we top ans komen. En ik weet, we zijn alle verschieden als Christen. We hebben allemaal onze verschiedenheden. En darüber wollen wir hier auch nicht unbedingt so viel reden. Wir wollen lieber reden, wo wir ans top stonden kennen und wo wir top Väter oder kämpfen kennen für uns Land. En ik heb veel kracht durch Gebet zijn en ik geloof dat dit wel gaat veel gehört. En zo, ik merk die moed. Ik zei, hier zijn Kommentarios, die merken met. En dankzij voor metmerken, check diesen Video wieder. Dat helpt dat viele Menschen kennen voor Bolivia beten. En weil wir besonders stehen, wat we Kinder gerade sind, weil wir uns einig worden in dit eind, dat we dit Land sehen. Wanneer wir noch nicht uns alle verstanden kennen in viele Sachen in ons Christenleben. Ich weiß, auf dieser Welt ist es so, dass wir einfach verschieden sind. Und Gott hat uns so wunderbar verschieden gemerkt. Aber in dit eind haben wir uns einig worden, das Land zu sehen und hier eine Änderung zu merken. So, wenn du ein Amen für dort finden kannst, schreib hier ein Amen an. Und wenn du kannst mit dort anstimmen, so. Ich freue mich, dass ich hier war, diesen Kanal brücken kann. Ich wünsche dir Gott zu sehen. Ja, haben einen schönen Tag, haben einen schönen Weekend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich mal nach seinem Weg dort aufmerken kann.